Der Adi Totoro hat das Video uploadet. Schweizer TikTok Cringe. Das ist ein easy Upload. Wenn man nicht weiß, was machen, kann man Schweizer TikTok Cringe machen. Das sind diese anderen easy Klicks. Nice. Und jetzt wollte ich natürlich abchecken, ob im Adi in den Kommentaren steht, wo der Schweizer Reaktionsboss ist. Aha! Hier. Schön. Da muss ich gerade ein Like geben. Am Warten auf den One and Only Schweizer Reaktionsboss. Das freut mich doch. Sehr, sehr, sehr nice. Und damit können wir jetzt mal anfangen mit dem Video. Adi, Schweizer TikTok Cringe. Ich bin gespannt. Hast du noch andere Cringe gefunden, die ich noch nicht gespadet habe? Was machen Schweizer YouTuber, wenn sie keine Idee haben, aber trotzdem die einfachen Klicks machen wollen? Genau, ein Video über TikTok. Oha! Wir alle jetzt genau gleich Thumbnail. Der Marc ist ja der Erste, der es gemacht hat. Nein, wir alle genau das gleiche Thumbnail. Oha. Oder wie es der Mr. Elia schon in einem lyrisch hochstehenden Kommentar gesagt hat, Maelo reagiert auf TikTok-Videos, diese anderen köstlichen Klicks. Genau so ist das, Elia. Und natürlich auch mal hat er einen Kommentar von meinem Video entwendet. So nicht, meine Jungen. Digga, ich schwöre, wenn das Video nicht 10'000 Klicks bekommt. In diesem Video schauen wir ein bisschen speziellere TikToks an, weil ich habe über die letzten Wochen immer wieder Schweizer TikToks abgespeichert, die so enorm cringe sind, dass ich die euch einfach nicht vorenthalten kann. Das ist übrigens diese Woche die Cringe-Brille. Wenn ich diese Brille anlege, ist es sehr cringe. Wenn ihr aber mal Lust habt, dass ich so eine Nicht-Lachen-Challenge mache mit Schweizer TikToks, es gibt... Das da hier ist meine Brille zu der Protection. Tatsächlich lustige Schweizer TikToks, dann gebt dem Video einfach mal ein Like und schickt mir die lustigen TikToks per Fax. So, und schon kommt Licht in die Sache. Ja. Das ist ein geiler Clip, ich habe noch nie gesehen. Ja, es tut mir leid für alle Leute, die immer sagen, dass ich meine Kopfhörer nicht abziehen soll. Aber wenn man das Video sieht, muss man die Kopfhörer definitiv abziehen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das Krokodil von der Wahrheit führen und wenn ich bei den ersten 3 Versuchen den Zahn treffe, wo das Mund zugeht, dann muss ich ihr auf TikTok folgen. Okay, let's go. Ja, wie viel meint er da sagt gefilmt, dass er den Joke machen kann? Man weiß es nicht so genau. Aber hey, der Clip, dann ist nicht so witzig gefunden. No front! Ich bin mega gespannt, was passiert. Let's go. Wir haben die Meldung bekommen, dass ein Rentner beim Spaziergang im Wald seinen Schlüssel verloren hat. Ein Rentner hat beim Spaziergang seinen Schlüssel verloren. Wahrscheinlich der Martin Bommeli, oder? Kleiner Spaß am Rande. Creative Producer, wieso Stefan? Was hat er da noch? Executive Producer Sarah Leutenegger. Directed by Polizei Oberst Thurgau. Kamera Bruno. Man kennt ihn. Was macht echt der Bruno, der Kameramann, heute? Ich weiß es nicht, schreibt es in die Kommentare. Wegen dem gibt es einen Einsatz. Unser Diensthund Kruma versucht er jetzt zu finden. Zeigen. Gute Tiere. Zeigen. Ey, findet der das wirklich, der Diensthund? Diensthund, ich hab's schon vergessen, Vera. Zeigen. Ja, feini. Ja, so ein Feini, Digga. So ein Feini, Kylo. Oh, sie hat etwas gefunden. Es ist der Schlüssel vom Rentner. Wenn ich nicht komplett dumm bin, dann meinte ich, dass man doch Hunde darauf trainieren, dass sie irgendetwas finden, indem man ihnen etwas von dem zum Essen gibt. Oder bin ich komplett lost? Geben die dem Hund Schlüssel zum Essen? Auf jeden Fall ist der ganze Einsatz nicht gestellt gewesen und auch ein sehr, sehr großes Problem, dass jetzt der arme Rentner seinen Schlüssel im Wald verloren hat. Da muss man natürlich gerade einen Hund rausschicken. Ich hoffe, ich werde nicht festgenommen, wenn ich jetzt hier irgendwelche Witze über die Polizei mache. Glatten Eselhändler da! Da ist im Fall ein Hund. Ja, ich rede ja mit dem Hund. Glatten Eselhändler da! Das ist im Fall ein Hund. Nein, ich rede nicht von ihrem Hund. Ich rede von dem Zuschauer. Ja, also die ganze... Der Witz kommt beim zweiten Mal nicht besser und dann noch mir beleidigen. Schmutz. Ich finde, ein Lied würde besser zu dem Video passen. Es ist extrem krass einfach. Ich habe heute meinen ersten Tag als Radiomoderator beim SRF.
Hier haben wir es schwarz auf weiß. Es ist offiziell. Jetzt hoffen wir natürlich, das Ganze kommt gut. Ich bin ready. Ich habe heute am Boden geschissen. Draussen ist schönes Wetter. Ade miteinander. Wirklich absolut witzig. Al Cohn ist Rapper, oder? Schweizer Rapper, oder? Kann man so sagen? Kann man so sagen. Oha, hops genommen, Digga. Okay, immerhin noch besser als jede Moderation vom Stefan Büsser. Ich frage dich trotzdem, bist du unser grösstes Schweizer Talent? Nein. Ich habe heute am Boden geschissen. Ganz ehrlich, wenn er schon am Viben ist, dann tun wir doch einfach mit Viben. Ich da voll am Viben mit meinem Bro und du, hier daheim, sitzt einfach rum. Am Boden geschissen. Liebe Follower. Eben, nicht, da muss man sitzen daheim. Da ist sie wieder, unsere Lieblingspolizistin aus dem Thurgau. Leider muss ich das Projekt Live-Chat an diesem Punkt absagen. Ich bin jetzt schon zum 3. Mal aus dem Chat rausgerührt worden und kann dann nicht mehr mit euch schreiben. Offenbar kann man mich als User melden, damit ich gesperrt werde. Ich finde es schade, dass es auch da Leute gibt, die uns einen Strich durch die Rechnung machen. Ihr dürft mir eure Fragen natürlich via Instagram schreiben, dann versuche ich die so rasch wie möglich zu beantworten. Also Leute, die jetzt bei der Polizei Augen machen und ihnen die wegbannen oder so. Opfer. Hebt euch Sorge und bis bald. Oh nein. Das tut mir jetzt ja mega nicht leid, Digga. Ich habe gesehen, dass es auf TikTok gerade einen Trend gibt, wo man irgendetwas in seinem Haus muss zeigen muss, das niemand anders hat. Was ist das für ein Spaß? Und dann ich denke, mache ich einfach mal mit. Und bei mir im Haus wäre das eine Maschine zum Schnaps brennen. Also, wenn irgendjemand Schnaps will, hit me up. Digga, jetzt mal no front, aber der hat ausgesehen wie ein richtiger Spaß. Und das TikTok ist safe nicht real gewesen. Als ob der daheim einfach so eine Schnapsbrennmaschine hat. So, wir laufen jetzt geschwind dafür. Als Riesenteil. Ein riesen Oschi. Aber dort bin ich auch schon mal gewesen. Ich kenne es. Ich kann es bestätigen. Yeah. Kannst du immer mal da reingehen? Oh, schau mal, ich bin Schnaps. Hallo. Jetzt Sie wohl. Wo sind denn Sie? Ja, ein Mensch von Zürich. Zürich? Ja. Ja, aber Nationalität? Ja, aus dem Ursprünglich? Kosovo ursprünglich, ja. Kosovo? Ja. Okay. Grundsätzlich nicht gegen die Ausländer, aber meine Schwester ist auch mit Albanern zusammen, aber irgendwie, die sich nicht benehmen, sind eigentlich einfach raus, oder? Ja gut, sind natürlich nicht alle gleich, gell? Ja, klar, aber irgendwo durch schon, oder? Ja, Kultur vielleicht, aber generell eher weniger. Ja, ich kann mit dem kann ich es nicht so anfreunden wie froh, wenn ich da in den Bergen nicht so viele von euch Gestalten sehe. Aber nichts gegen euch, oder? Nein, ich nehme das ja nicht persönlich, gell? Gell? So. Okay. Ja gut, hey, hab's gut, gell? Ja. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss, ciao, ciao. Das war nicht witzig. Tschüss. Das, meine Damen und Herren, ist ein typischer SVP-Wähler. Gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen, außer können wir jetzt nicht einfach das umgekehrte Spiel spielen. Und zwar, wenn ich bei den ersten 3 Zähnen schaffe, dass es mal zugeht, kann ich ihr auf TikTok wieder entfolgen. Nein. Nein. Hallo zusammen, geht's bei euch? Ist das der Mann von der SJ-Beratung? Hallo zusammen, geht's bei euch? Hört, lasst mich nie vom Weg abbringen. Ich bin jetzt 8 Kilometer walken. Ich bin nie vom Weg abgekommen. Immer schön auf dem Weg geblieben. Oha. In dem Sinne. Auf dem Weg bleiben, dann gibt es keine Zecken. Einen schönen Tag. Sehr, sehr nice Weisheit und sehr, sehr nices Outfit. Aber ein kurzes Quiz. Was haben ich und der Dude gemeinsam? Beide die gleiche Figur. Ich finde den Schnauz eigentlich noch sympathisch. Sieht gut aus. Ja, klar! Was? Ah, das ist noch einziehen. Gemeinsam. Ich finde den Schnauz eigentlich noch sympathisch. Sieht gut aus. Nächster. Oha. Nächster. Auch Gruppensportarten wie Fußball oder Basketball sind momentan nicht möglich. Man soll aber nicht auf Sport verzichten. Man kann zum Beispiel auf den Vita-Parkour oder Velo fahren. Okay, das ist nicht schlecht gewesen. Wahrscheinlich würdest du auf dem Vita-Parkour noch den Dude von vorne antreffen. Den habe ich aber nicht gecheckt, das TikTok. Lasst mich nie vom Weg abbringen. Aber jetzt mal Real Talk, Digga. Gehen ihr amigs auf den Vita-Parkour? Das war's. Ich tue jetzt den Flavio Prank. Ich gehe sozusagen nie Vita-Parkour. Ich gehe einfach alleine irgendwie ein bisschen rennen.
Du jetzt sein Velo mit einer Flasche austischeln. Mal schauen, ob er es merkt. Oh, mein Velo. Scheiße, es hat nicht funktioniert. Hä? Wo ist das Velo? Wo ist das Velo an? Wo ist das Velo an? Das Velo, wo ist das an? Das Velo? Weiß nicht, ist da? Ja, in Bern. Du benutzt aber das Station richtig. Ja, es ist echt weg, das Velo. Ach shit, ja, sag du, wenn es stimmt. Ja, weißt du, mir leid ums Velo so am Ende vom Tag. Ja, ich kann mitgehen. In dem Fall. Also easy, schöner, gell? Part 3 on how chocolate. Ja, der Velo-Joke. Ja. Retalk. The chocolate milk machine. Hey, und an der Stelle war es auch wieder komplett gesehen mit dem Video. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute ist es wirklich eine wilde Folge gewesen. Sehr viel Cringe, gefällt mir. Oh, okay. Oha. Clever girl. Und wie gesagt, an dem Mal nicht Der ist gut gemacht, der ist schon gut gemacht, Adi, wirklich. die Lachen-Challenge mit Schweizer TikToks gesehen, dann lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace und Blümli. Blümli. Ist nicht mehr das gleiche Lied. So, was kommt im Endclip? Aha. And shallow. Ja, so ein Opfer, ganz ehrlich. Cool, es wieder 3000 Likes, Mashallah, bei dem läuft, Digga. Schweizer TikTok-Cringe, sehr wild. Sehr cooles Video. Checkt's auf jeden Fall aus, wer das noch nicht gesehen hat. Kuss! One is the loneliest number that you'll ever do.